Die Sehung von Jeschajahu, dem Sohn von Amozen, was hat gesehen auf Jehuda und Jerusalem in den Tag von Uziyahu, Jotam, Achaz, Jecheskiyahu, dem Melochim von Jehuda. Hört ihr Himmeln und vernehmen du Erd, worum Gott hat gerät. Kinder haben dort Zeugen und aufgebracht und sie haben gebrochen an mir. Ein Ochs weiß sein Balabos und ein Esel, die Korite von sein Haar. Israel weiß nicht, mein Volk guckt sich nicht um. Weh sindige Volk mit Verbrechen beschwert, Sommen von Schlechtstuer, Kinder verdorbene, verlost haben sie Gott, gelästert dem Heiligen von Israel, hinter sich abgekehrt. Wo noch Wildtier geschlagen werden, was ihr kehrt euch noch mehr ab. Der ganze Kopf ist krank und das ganze Herz ist in Weitag. Von Fußtritt bis zum Kopf ist in ihm kein ganz Glied nicht da, nur ein Riss und ein Beil und ein eiterig Wund. Nicht ausgedrückt seien sie geworden und nicht verbunden und nicht mit Eil der Weicht. Euer Land ist ein Wüstenisch, eure Städte seien im Feuer verbrennt, euer Erd fremde verzerren sie euch entgegen und wisst ist sie wieder Überkehr von der Verletzung. Und geblieben ist Tochter ziehen wie ein Beidel in einem Weingarten, wie ein Nachtleg in einem Plutzerfeld, wie ein Wachbuch von Rietlach, wie wenn nicht Gott von Zwaot wollte unser klein Überbleib gelost, wollten wir Wisdom geworden, zu Amora wollten wir geglichen. Choshewe Zuhörer Shalom, die 3 Wochen leuten idischen Luach von Shivosar Betamus, 17 Tag in dem 4. Monat Tamus, bis noch Tisha B'Av seinen Tag von Umet, Tag von Treuer, noch ein Choben von dem 1. und dem 2. Beis Hamikdash. Und für die Größe Unglücken, welche haben getroffen zu uns Iden in die 3 Wochen, hereingerechnet den neuen Tag. In allgemein ist Rosh Chodesh, der Unheib von einem neuen Monat bei uns Iden, ein Tag von Fried. Aber Rosh Chodesh Ov ist ein Ausnahme. Es wird zugelegt ein Nomen Menachem Ov, wenn man bencht so Chodesh, soll uns sein ein Chodesh von Treist. Der 9. Tag in dem Monat Ov, Tisha B'Av, fällt uns Hajor, dem frumedigen Schabbos, aber der Fasttag wird abgelegt an Nidche auf Sonntag. Der Schabbos für Tisha B'Av heißt Schabbos Chazon. In Schul wird gelesen die Hafteure, der 1. Kapitel von Jeschajahu, welcher fängt sich an mit den Wörtern Chazon Jeschajahu ben Amoz, die Sehung oder die Nevue von Novi Jeschajahu. A Treuer nimmt allem herum, wenn man lehen die Strafreit von Größen Novi mit dem unbedingten Nigen von Eicha. Der 1. und der 2. Churben von Beis Hamikdash werden verrechnet bis dem jetzigen scheuderlichen Umkommen als die 2 größte nationale Katastrophen in der Geschichte von unserem Volk. Netzer, der König von Bavel, hat mit Hecher 2500 Jahren zurück Tisha B'Av Chorev gemacht Jerusalem, verbrennt den Beis Hamikdash und vertrieben die Iden in Golos. Tisha B'Av 556 Jahre später haben die Römer unter dem Befehl von dem Rosh Titus noch einmal bekämpft dem idischen heldischen Widerstand, verbrennt den Beis Hamikdash und die gebliebenen Iden vertrieben vom Land. Der 9. Tag in dem Monat Ov ist geworden der Treuertag für Deures Iden auf die größten nationalen Unglücken. Jede Zorre, welche ist in später dicke Deures vorgekommen, herum Tisha B'Av, hat in unser idischen Gedank sich verbunden mit der Unglücklichkeit von dem dosigen Tag.
Es wären ausgerechnet 5 schreckliche Passierungen, welche haben passiert in derselben Zeit. Die 3 Wochen wären angerufen in Hebräisch Wochen von Bein HaMetzarim. Der Ausdruck kommt von dem Buch Eicha, welche wir lehnen bis heint jeden Tisha B'Av. Alle Säunen haben uns herumgeringelt zwischen die schmale Wände. Ich dermon sich dem Umet, welcher hat herumgenommen unser jüdisch Leben in ein nicht, ein Kleinstädterle in Lite fahren umkommen. Men tornit sich honton an neue Malbusch oder an neue Porschich. Men tornit gehen sich Boden. In der heiße Sommertag, man tornit essen kein Fleisch, nur Schabbos, der Umet wird noch viel stärker in den neuen Tag, bis es der gerecht dem höchsten Punkt in dem Tanis von Tisha B'Av. In Schule ist finster, der Orenkoidische Sonne Paräuches, man sitzt auf niedrige Bänklach, nun bei der Erde, mit Kepp herabgebeugen, weint man auf den Chorben. Tisha B'Av in der Früh, davent man in Schule, und Talis und Filim. Noch ein Davnen ist ein Minhag zu gehen auf den Beselem zu Kever Oves, gedeiht durch dem eigenen Treuer sich zu der Nenteren zum Treuer vom ganzen Volk. Wir haben gelebt mit vielen auf den Lippen, mit Hoffnung und mit Gebet. Im Eschkachech Jerusalem, Tischkach Jemeni. Vergessen soll werden meine rechte Hand, ob ich will vergessen und dir Jerusalem. In Midrash wird erzählt, bei Rabbi Shmuel bei Rabbi Nachman, wenn der Beis Hamikdash hat gesollt Chor werden, seien gekommen die Oves, sich beten beim Rebbeinu Leulem und gefragt ihm, für was? Was hast du vertrieben unsere Sinn in Goles und sei übergegeben zu die Goyim, zu Schand und zu Spott? Deine Sinn haben gesündigt, hat Gott gesagt zu Avromen. Sie haben die Gebot von der Teure nicht abgehielt. Die Teure wird Eides sagen gegen Israel. Die Teure, hat ausgerufen Avrom, sich wenden dich zu der Teure? Gedenkst du nicht dem Tag, wenn alle Völker von der Welt haben sich von dir abgeträßelt, bis meine Sinn seien gekommen zu Berg Sinai und eine Geboten mit ein Atem aufgenommen, na a Seveni Shma, wir wollen Ton und Herren, a Schweigende hat die Teure sich abgerückt an der Seite. Die 22 Äußers von der Teure wollen Eides sagen gegen Israel, hat Gott gesagt. Und wenn der Aleph ist gekommen, Eides sagen, hat Avroam sich gewendet zu ihr mit Wunder. Du, Aleph, wirst Eides sagen gegen meine Sinn in Tag von seiner Zorre, gedenkst du denn nicht, als mit dir fangen sich an Gottes erster Gebot, Anochi Hashem Elokecha? Und zum Beis hat Avroam gesagt, du wirst Eides sagen gegen meine Sinn, welche fangen an zu lernen die Teure mit dir, Bereishit bara Elokim? A Verschämte hat sich der Beis abgerückt an der Seite und mit ihr euch alle andere Äußers. Es hat sich zugehört Gott zu der Rede und Gebet von der Oves, aber geriert und erweckt Gottes Rachmones hat unser Mama Rochel Strären. Also hat Gott gesagt, vermeid dein Kohl von Gewehen und deine Augen von Tränen, warum voran allein vor dein Mie. Und sie wollen sich umkehren, von Land, von dem Feind, Veshavu banim ligvulam. Es ist öfter nicht kein Zufall, nur ein Hemmschicht von unserer jüdischen Geurl. Also Deures noch Deures später haben die Tränen und Gebet von Rachel Janait, Rachel Ben Zvi, die Frau vom zweiten Präsident von Medinat Israel, Yitzchak Ben Zvi, und die Mama von einem gefallenen Sohn, Eli, fahren wieder Aufbau von Land. Und die alle Rochels von allen Deures haben zerträßelt die Himmeln, durch welche wir hören wieder dieselbige Trästwörter von Novi Yirmiyahu. Vermeid dein Kohl von Gewehen und deine Augen von Tränen. Jesch Zacharla Amolech. Es ist voran, allein vor dein Mie. Der Treuer auf dem Churben ist gewesen ständig eingebunden in unser jüdischen Gedanke mit der Hoffnung auf der Geula, auf Auslesung. Ich will sich mit euch, meine Choschewe Zuhörer, teilen, mit meinen Sichrenes von meinen Kinderjahren, Tisha B'Av mit meinen Taten, Jakob Yosef, Hashem Yinkom Damo, von Anik Shlita.
Auf einer niedriger Bank, deine Augen voll mit Tränen, von alten Chuben dem Klang pflege ich in dein Eichonigen Herren. Ich hab sich zu dir getulet und mit dir euch mitgeklockt, nicht gewusst, als neuer Chuben hullet und wieder nach uns sich jockt. Ich hab nicht gewusst, dass es wird wieder sein, a Korben du, der guter, frommer Id, und als zu beweinen dem itzigen Chuben wird sein zu schwach das Eicholid. Tate, für was pflege ich fragen? Tate, für was ist dem Iden so schlecht? Kind meins, wir verstehen nicht Gottes Wegen. Gott und sein Mischbet ist gerecht. Mit Liebe hast du getreist mir und geglätt. A Id muss haben betochen, nicht verlieren sein Mut. Es wird unser Gott nicht verschweigen. Seht und wett dem Söhne bestroffen vor vergessen jüdisch Blut. Es werden noch kommen gute Jahre. Es wird kommen die auserwählte Zeit. In Tag von Churben wird Maschiach geboren und die Welt mit Scholem und Gerechtigkeit beneit. Und es wird nicht mehr Busche von Kemilchomes, es wird herrschen Scholem und auf lang. Glücklich werden sein die Mames und Kinderstimmen werden hilchen in Gesang. Jahrzehnlicher sie dann, Tate schon lang verflogen, durch Teichen, Blut und Jammen Tränen, jeden Tischebow, wo nur ich bin, dein lichtig Ponem scheint mir tomit vor die Augen und ich hör dir murmeln in der Still, Gott saft doch wird mir kuyen werden, ani ma'amin, ve aschrei ha-ma'amin, Gott, der viel unser Verlang, soll voll Scholem sein, auf lang, wie kein Gehirratson.